Und dann in Vers 30 bis 36 lesen wir, wo die ganze Stadt abgeregt ward und wo Wasser Paulus vornehmen und sogar vom Tempel rütnehmen. Und als sie am versagten Daute merken, dann kriegt der Soldaten Offizier dort hier und er nimmt Soldaten in Rand du mangt die Menschen. Und als sie die Offiziere und die Soldaten sahen, hielten die Menschen ab, Paulus zu schlagen. Und dann als der Offizier handkam, dann nahm er Paulus und leit am Bing mit 2 Ketten und er frug am, wer wir und was er getan hat, die Menschen so doll even am wären. Und dann als Paulus an die Baracken anleden wollen, dann frug Paulus den Offizier, ob heute zu den Menschen nicht im Bett reden können. Und er leitet dort und also fängt Paulus an der hebräische Sprache an, Dinge über Jesus Christus zu sein. Er verteilt an ein ganz wunderbares Zeugnis von wo er Christ fing, wo er Christ war und was Jesus alles für ihn getan hat und wo anders sein Leben nu wir. Und dort er von Gott gebraucht wird, nicht bloß die Juden Jesus Christus in Evangelium zu bringen, aber auch die Griechen Gottes Wort zu bringen. Und dort wird die Menschen so doll mögen. Die wollen nicht haben, dass Gottes Wort zu den Griechen und zu den Heiden gepredigt soll. Und die nehmen am Fuß, die wollen am Arm bringen, die verkehrten Arm und dort wir schleich. Also nehmen die Kommandant am war der Fuß und die wollen am Weich bringen an die Baracken dann. Und die wollen am Prägeln und uitfreien, uitzufangen, woran die Menschen so eben am Schrien deuten und so weiter. Aber als sie am mit Reimes bangen, fangen sie aus, dass Paulus ein Reimer war. Das hatten sie nicht alle gewusst. Reimer damals hatten extra Rechte. Sie können nicht geprägelt werden, ohne erst von der Regierung verurteilt zu werden. Und nun müssen die Soldaten abpassen, was sie mit Paulus deuten. Und dann ungefähr 3 Tage lang, da kommen wir zu den Ereignissen in uns Text, die wir taub losen. Und nun lassen wir weiter Vers 11 bis 15 lesen, über Apostelgeschichte 23. Und der kommende Nacht stund der Herr bei Paulus und sagte ihm, siehe Trost, Paulus, so als du in Jerusalem für mich Zeugnis gegeben hast, so musst du auch in Rom für mich Zeugnis geben. Und als er dann ihr stark war, dann stünden sich einige von den Juden taub und verbunden sich mit einem Schwur, dass sie nicht eten oder trinken würden, bis sie Paulus wurden totgemerkt haben. Und da wären mehr als 40, die sich dort wären einig geworden. Und die kamen nur der hohe Priester und noch der Älteste, wir würden sein zu den Predigers damals, und die sagten, wir haben uns hart verschworen, dass wir nicht eten wollen, bis wir Paulus totgemerkt haben. Gut, doch mit der Rutslied taubten den Kommandant und blieb darauf stehen, dass sie Paulus mal herbringen sollen. Und so dann, als wir, oder wenn die mehr von am weiten mochten, wie über sein Reit am Tod merken, ei bat durchkommen wird. Und hier sei wie den Hass, den die Juden hatten gegen Paulus. Mehr als 40 Männer schwuren nicht zu eten oder zu trinken, was sie Paulus angebracht hatten. Wie lange lebt einer ohne was zu trinken oder was zu eten? Nicht sehr lang, vor der. Und wo wird ein Mensch, wenn er nicht isst oder nicht trinkt? Schwach, right? Und dann, der hat eine, was Dinge, was einer normalerweise nicht tun würde, right? Wenn einer, weil er eten und trinken, und diese müssen sich so ein Versprechen, dass sie nicht eten würden oder trinken würden, was Paulus dort war. Sie werden auch nicht pleitsch damit. Sie gingen in die hohe Priester und in die Ältesten, um ihre Unterstattung zu kriegen. Und wären die Ältesten ganz zu fair? Die wären. Das wären die Salje Ältesten und hohe Priester, die damals Jesus verurteilt hatten, Jesus anbrachten. Of course, die würden auch ganz zu fair sein, Paulus auch anzubringen. Die sagen alles, was Paulus damals deuten, wo er von Gott gebraucht wird, um das Christentum zu wachsen oder zu halten. So die ältesten hohen Priester, die wären ganz zu fair. Und dann planen sie taub, wo sie Paulus anbringen können. Und sie haben sich alle einen Plan ausgedacht. Aber, hat es geschafft? Und der Mensch denkt, über Gott lenkt, nicht?
No, das hat nicht geschafft. Gott verspricht Paulus, dass er für ihn in Rom Zeugnis geben soll. Also wird Gott sicher merken, dass Paulus bei Rom ankommen wird. Also, wo hat Gott Paulus sein Leben geraten? Vers 16. Aber als Paulus seine Saste ersehen hielt, wird diese plundernde Down, ging er an die Baracken an und seht Paulus dort. So ein Ding, was ich gemerkt habe, als wo in Plotitsch du nicht einmal ein Wort hast für Neffe. Mich jetzt ich dort einmal schlei. Wir haben so viele die wir alle Tag brücken, dann aber es nicht ein Wort für Neffe. Ein nephew würden wir auf Englisch sein. Das sagt hier einfach, Paulus seine Saste ersehen. Right? Sein Kinder nicht mal wird es dort, dass sie nicht einmal einen Namen haben, wo der heiten tun. Nicht in seinem Kriegssohn, nicht ab Plotitsch, das würde eine Cousine sein, nicht? Aber in Pjuchtitsch ist er nicht Nies. Und ab Plotitsch gibt es auch nicht ein Wort für eine Nies. Also, Paulus sagt hier, Paulus seine Saste ersehen hier, wo diese Menschen geplant hatten, und er deit wird, damit er sieht Paulus dort. Und wir wissen nicht, wo Paulus seine Neffe war, aber am 17. Vers wird er als jungen Mann genannt. Und wenn wir uns proben, an seine Lehre bitte stellen, und das junge Mann hier, wo mehr als 40 Männer und auch der jüdische Lehrer unter sich geplant hatten, seinen Onkel umzubringen. Und einer steht Angst zu haben. Viele junge Menschen würden Angst gehabt haben, right? Aber er hat nicht Angst. Einer steht Angst zu haben, ging er kurz an die Baracken an, wo Paulus fast war, und vertellt ihm, was diese Männer unter sich geplant hatten, zu tun. Fergen als Erwachsene, als Eltern hier, wie wo Menschen in Not stehen tun, oder wo sie da schwere Tiden gehen, und wir beten für die, dass sei fern, und wir sein auch, dass wir für anbeten tun und so weiter. Aber manchmal dann tun wir nicht mehr als bloß dort. Wir beten für die, dass alles und durch hier das ab. Nicht einmal, aber vielleicht fehlt zu fertig, da wir nicht genug. Und das junge Mann, als er diese Dinge hier wisst, er wisst krank, er wisst fuß, was er tun muss. Und er hat nicht lange darüber gedacht, er ging in das, was reich war. Und glaubt ihr, dass an dem er das deed, dass er sein eigenes Leben auch in Gefahr bracht? Absolut. Aber haben wir das entdeckt? Er deed, was reich war. Und junge Menschen, die sind fähig, eierreit andere zu helfen, wenn sie Menschen in Not sind. Hast du nicht fähig, das dort? Oder wenn wir an Tieren denken dann? Wenn Kinder Tieren sein, was mit kränklich sind, oder weiter haben, oder was immer. Ein Kind wird sein, weil wir das Ding helfen, right? Dass die weiter gesund wird. Erwachsenen, Eltern, was da wie, meistens durchschnittlich. Totkehren. Hört sich schlecht, right? Und so sah wie anders. Kinder, die waren kurz halten und wir waren eine sehr fix haben, nicht? Das soll mehr als ever sein. So anders sind Kinder, so anders denken Kinder. Die haben eine wiegere Hort als was wir haben. Die waren kurz halten, wo halb fehlt. Und sie sagen auch manchmal Dinge, die wir nicht mehr sein können. Die sind Dinge, die wir nicht mehr sein können. Sie haben auch eine einfache Glauben, die wir von lernen können. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, ich sage ihnen die Wahrheit, wenn die nicht umkehren und so wollen als die Kinder, so wollen sie nicht an das Himmelreich ankommen. Was meint Jesus hier, dass Jesus die Kinder werden sollen? Kindlich bleiben, right? Und wer Jesus ist, right? Und dort nehmen, so ist dort ist. Wenn wir als Eltern an die Kinder wollen sein, durchschnittlich bleiben an die Kinder dort fort. Die bleiben dort fort und dann reagieren sich darauf, right? Einer sagt, guck mal, dort wird von dir nicht regnen, okay?
Die gehen rüt, die haben nur Karte meven oder was immer, die vertrauen uns, die dann kriegen, was wir an sein, die glauben uns in alles. Und wo sind wir als Erwachsene, wenn Jesus uns was in sein Wort sagt, glauben wir dort fort oder zweifeln wir erst? Kinder haben eine volle Vertrauen auf ihre Eltern. Und wenn die Eltern an was sein, dass sie was tun sollen, dann gehen sie und tun dort, ohne lang darüber erst zu denken und graben über alles, was alle gut können. Die tun dort, so gut als die dort kann. Wir als Erwachsene können von unseren jungen Menschen lernen. Und auch hier auf das Wort, was die jungen Menschen nicht viel von haben. Was haben Erwachsene, was jüngere Menschen oder Kinder und Jugendliche nicht viel von haben? Erfahrung. Von wo kommt Erfahrung? Von vielen Jahren. Ja, das kann. Right? Von Fehlern merken. Wir lernen von unseren Fehlern, wir sollen von unseren Fehlern lernen. Aber nicht bloß von Fehlern, right? Auch wenn wir gute Dinge tun, wir lernen von den Dingen auch. Aber das ist manchmal ein bisschen leichter, oder wir lernen von unseren Fehlern vielleicht besser, als wir lernen von unseren guten Dingen. Das ist bloß, was das schaffen wird. Und junge Menschen, die machen große Entscheidungen manchmal treffen, haben über sehr wenig Erfahrung. Weil wir trainen ans Teigs gehen. Das junge Mann an unserem Tag ging zu seinem Onkel, um ihm zu warnen, was diese Juden geplant hatten zu tun. Und dann, wenn wir wieder lesen, dann sehen wir, wo Paulus am Rut jaft oder Anweisungen jaft, was er tun soll. Vers 17 bis 21. Dann rot Paulus einen von den Soldaten verstehen und sagte ihm, nehmt diesen jungen Mann, den Kommandant, und der hat den Wort zu sein. Und er nahm ihm den Kommandant und sagte, Paulus, der Vorgenommene, leitet mich kommen, um diesen jungen Mann die zu nehmen. Er hat die Worte sein. Und dann nahm der Kommandant ihm und der Hand und ging mit ihm allein und frug ihm, was ist dort, was du mit zu sein hast? Und er sagte, die Juden sind sich einig geworden, darum unterhalten, dass du Paulus mal vor der Rutslied bringen sollst, dass es so luten soll, als wenn sie nach Meier von ihm weiten mochten, aber gut darauf nicht an, wirst du sind Meier als 40 Mann, die ab der Lühe leihen, die sich an ein Schwur gewonnen haben, nicht zu eten noch zu trinken, was sie Paulus dort gemerkt haben. Die sind nicht reit und lernen nur, dass du an dort versprechen sollst. So, das Junge, das erste, was an seine Gedanken nennt, right? Er ging seinen Onkel, er verteilt am Furz, was diese Juden geplant hatten zu tun. Aber die wir ein Gefangener, was können Paulus damit tun haben, right? Einer wird gedacht haben, er würde seine Mami gegangen sein, oder vielleicht von einem von den Soldaten, und er dort gesagt haben, er ging nach Paulus. Und über dann, mit Paulus mit seiner Erfahrung und Weisheit, er sieht, kriegt, was er tun soll, um sein Leben zu retten. So der Junge, der kriegt, was Paulus sieht. Und unsere jungen Menschen sind klug, die sind sehr klug. Viele von unseren jungen Menschen haben noch viel Schule gehört, die wollten vielleicht sogar mit besseren Dingen mehr als wir, nicht? Dort weit wie. Aber die haben nicht sehr viel Erfahrung in Weisheit. So, aber wir als Eltern, wir können anderen damit helfen. Wir können an unsere Erfahrungen oder Ruth geben von unseren Erfahrungen, um an zu helfen, dass sie nicht bloß von ihren Fehlern lernen machen, aber auch von unserer Erfahrung lernen können. So, nur dass wir diesen jungen Mann ein bisschen betrachtet haben, wo wir die Erwachsenen auch in unserem Text kurz sehen. Nur dem der junge Mann dem Kommandant verteilt hat, was die Juden geplant hatten zu tun, lesen wir dann in Vers 22. Dann leitet der Kommandant den jungen Mann gehen und befahl ihm, dort keinem zu sein, dort er ihm dort verteilt hat. Und kriegt es Paulus hat der Kommandant dem Jungen geglaubt. Und diese Erwachsenen nehmen sich Zeit, um zu horchen, was heute sein hat. Und mir kam das sehr interessant vor, wie es damals hatten, junge Menschen sehr wenig Anerkennung in der Gesellschaft. Die sollen still sein, right? Und nicht viel sein. Viele würden nicht einmal gehört haben, über diese Männer deuten.
Und das ist sehr wichtig, dass wir in den jüngeren Generationen horchen dann. Obwohl wir mehr Erfahrung haben, und obwohl die manchmal Erfahrung fehlen, dann meint das nicht, dass das, was sie zu sein haben, nicht wichtig ist. Das ist auch wichtig. Sie haben auch Nöte, sie haben auch Bedürfnisse, kriegst was wir haben. Und manchmal haben sie wirklich gute Ideen. Sogar Timmy, der ist 8. Und er gibt mir manchmal Rot für was Dinge. Probier das zu steht. Ich meine, der ist 8. Und er denkt auch an was Dinge, was ich nicht mehr an denken darf. Und das hilft. Und was es sein, dass wenn Kinder Teenagers waren, dann werden sie wenig mit den Eltern mehr was zu tun haben. Über Forschungen, Statistik wiesen uns, dass wenn junge Menschen älter waren, dann werden sie haben, dass ihre Eltern an mehr horchen sollen und an mehr als Erwachsene behandeln und nicht mehr als Kinder behandeln. So, die werden ein Part vom Gespräch sein. Die werden auch manchmal was sein. Und wenn wir unsere Kinder und die Jugendlichen horchen, dann wollen sie auch ein Mank ans sein. Wir respektieren an und wir wiesen an dort. So, die werden ein Part vom Gespräch sein. Und wenn Eltern nicht Zeit haben, zu hören und zu horchen, was sie zu sein haben, dann wollen sie das jemanden finden, der Zeit hat. Und wie sie ganz wie gehört nachher, kann sie leicht feilen, ob sie zur Zeit gestartet wurden und nicht mal geachtet wurden. Besonders Teenagers. Als Eltern ist es wichtig, dass wir Zeit für unsere Kinder und Jugendliche nehmen. Dass wir wirklich an Horchen tun. Und überhorchen ist manchmal nicht genug. Der Kommandant hier am Text hat gehorcht, aber dann deit er auch Worte gemacht. Vers 23, 24. Das sagt er in Apostelgeschichte 23, Vers 23 und 24. Dann raubt er sich 2 Soldaten per Stunde und seht merkt 200 Soldaten, 70 Ritter und 200 Spießmänner reit, klagt nicht zu Ubis, ne Caesarea zu gehen, und merkt auch Piet reit, ob der Paulus sagen kann, und bringt am Secherne Felix den Gouverneur. Im Bibelforscher glauben und erklären, dass der Kommandant der Hälfte von seiner Männer genommen hat, um Paulus auf dem Weg zu bewachen und zu bewahren. Der Hälfte von seiner Männer. Und jetzt keine kleine Sache, dass ein von den hauptrömischen Offizieren in Jerusalem, weil wir ein junger Mann zu horchen und dass wir all wird besonders, right? Viele würden nicht mehr gehorcht haben. Und über die Hälfte von seiner Männer zu bringen, um eine Gefangene zu bewachen, bloß wegen dort, was das junge Mann arm sieht, dort wir was ganz Besonderes. Manchmal als Eltern glauben wir, dass wenn wir in unsere Kinder horchen oder Jugendliche horchen und dort tun, was sie an sein oder Ruhe geben tun, dann wollen wir als schwach euer sein. Wir sind die Eltern, die sind die Kinder. Wir glauben, wir weiten besser. Aber einer steht so zu sein, so wie Leute zuhören, was sie an sein und an auch glauben für die gute Ideen, was sie haben. Und, die wollen nicht immer gute Ideen haben. Und dann habe ich auch ein paar damit zu spielen, an Betrachtwiesen und sagen, Kimmel, dort sind viele Gedanken über, hast du mal an das gedacht? Und wenn wir dort von der anderen Seite nur ein bisschen beobachten, und dann lernen die Kinder durch die Dinge auch, right? So, wir sind zuhören, und wenn die gute Route haben, gute Ideen haben, die auch annehmen. Und wo was Ideen noch nicht ganz vollständig sind oder halb fehlen, die dort proben, besser zu verstehen, besser beizubringen. Liebe Schwester, dort gibt Trennung und Wasserkeuken von der und da zwischen der Jugend und auch der anderen Altersgruppen, wie es der Jugend dort Gefühl hat, dort keiner mehr anhört. Glaube ich dort? Dort die nicht wirklich eine Port haben an die Gemeinde? Und in anderen Kirchen fühlen sich manche Menschen an der Kirche, dort alles um die Jugend geht. Und das ist auch nicht gut. Du musst eine Mittelstrick gesagt worden, wo die Jugend mit den anderen Altersgruppen taub schaffen.
En ook taub leren doen. Ik las niet lang terug ein Buch, en een Buch zei dat, wo gefährlich dat is, wanneer Jugendliche immer apart von den anderen Menschen sind in der Kirche. Zum Beispiel, wenn wir ein Studium hier haben, dass die 6 Uhr sind. Sonntagsmorgens ist es ein bisschen anders, wenn es Sonntagsschule ist. Kriegst du es für die Kinder, haben die Jugendliche Sonntagsschule. Aber viele Kirchen, die haben am Mittwoch wird für die Älteren und dann wird andere für die Jugendlichen. Am Freitag haben sie wird für die Älteren und dann wird für die Jugendlichen. Die sind immer apart. Und dann Luther, wenn die Jugendlichen nicht mal Jugend sind, dann wollen sie nicht mal die Älteren sein. Wegen die haben das noch nicht gelehrt. Für einen ist das dann amtlich. Die können das nicht. Und das ist gut, dass die Jugendlichen und Eltern auch für manche Dinge taub sind. Dass die taub wachsen da. Wegen Luther wollen die auch Eltern sein und Erwachsene sein. Und die machen was die Dinge lernen. Ehe die ganz groß sind. Und wir können voneinander lernen und wir sollen einander horchen. Wo wunderbar ist es, wenn wir das ansehen können, dass wir taub schaffen sollen und dass wir einander ihre Bedürfnisse horchen tun und erfüllen tun und auch ein Segen für einander sind. Der Apostel Paulus' Leben war durch einen jungen Mann gerät. Sie nun wird hier nicht gegeben, aber er hat hier was ganz Besonderes getan. Sein Neffe hat nicht Angst vor den 40 Männern, die seinen Onkel anbringen wollen. Er ging an die Baracken an, wo die Soldaten waren, wo Paulus fast wie und er sah alles, was die Juden geplant hatten zu tun. Und Paulus hat gehört und sah was er dann tun soll, sie Leben zu retten. Sein Neffe wird gehorsam und sah den Kommandant dort. Und der Kommandant harrte dem jungen Mann und befahl, die halfen seine Soldaten, Paulus zu bewachen. Und das passiert, liebe Geschwister, wie es verschiedene Altersgruppen taubschaffen deuten. Und wir wollen auch davon lernen. Der junge Mann oder der junge Menschen, wird gesagt, sind nicht bloß für unsere Zukunft wichtig. Die sind von der all wichtig. Und die sind von der all eine wichtige Rolle in der Kirche spielen. Das sind beste Dinge, die unsere jungen Menschen von der nach tun können. Dinge, die wir an all beibringen sollen, dass sie die Dinge Leute können und weiten zu tun. Und wir haben auch eine Rolle zu spielen, unsere jungen Menschen die Dinge beizubringen. Manchmal das ist so leicht zu sein und zu denken, mal unsere Jugendlichen, die tun nicht genug hier an der Kirche. Aber haben wir mal Zeit genommen, um an diese Dinge beizubringen, sodass sie die Dinge auch verstehen und tun können. Wir haben auch eine Rolle zu spielen. Und also, wir wollen taub schaffen. Im englischen Gottesdienst, wo wir eine Feierfest haben für 2 von unseren jungen Menschen, die am Jugend ankommen. Wir sind sehr dankbar für unsere jungen Menschen. Wir haben an so ein Leben, die weiten dort. Aber wir haben auch eine Abgabe, um an Dinge beizubringen, sodass die jungen Menschen die Dinge hier an der Kirche tun können, die wir von der tun. Right? So muss Gott uns dort helfen zu tun. Amen.